Guten Abend bei Dickrich TV. Haut du holen sich mat an die Scheinei Dickricher Brauerei 4 Joer werdes Jo aweit gin. An des Joer lo ginnet 150 Joer das Brasserie de Dickirch gegrünnt gouf. An dëfirnech lo Rendevous mat den 2 Hauptresponsablen fir ze kucken, wat et neiz an dem Kontext gëtt. AB InBev ass de gréisste Beierproduzent vun der Welt. Ënner de 630 Beiermarken gëdënner der Regie vum Grupp och den Dickrecher hierstalt. Hauptresponsabel vun der Brauerei zu Dickrich sind den Direktor Wim Gallet an de Braumeister Laurent Mülz, dem schaut an de Produktionsbereicher kuckelossen. So einfach kën den an so eng Brauerei awer net dran, an dat net nëmme winst Corona, ha muss se strengste Sicherheitsmesuren angehale ginn. Fir d'eicht awer moll krinechten hauseigene Bistro gewiesen, wo 400 Pandemie d'Awunner zu Dickrich all freidech op en Apéro invitéiert waren. Eng Tradition, déi auch an Zukunft soll beibehalle ginn. On est ici dans notre propre bistrot et en fait, juste avant la pandémie, on avait déjà invité chaque vendredi les gens de Dickirch pour aller boire, pour venir boire une bière avec nous le vendredi. Et ça, c'est quelque chose qu'on va redémarrer le plus vite possible. Dès le moment que c'est autorisé, on le ferait. Den Dickricher Premium huet de besonnesche Stellewert fir d'Brauerei, et ass Frau zu Dickrich och haut nach em Rengikon vum Letzebuer Beier kënnen ze brauen. Dofir soll auch den 150. Anniversär genutzt ginn fir ze weisen, dat noch die nächst 150 Joer vëll fir de Klient vum Dickricher Beier do sinn. D'Festivitéite goufe Pandemie bedingt zwar op mich spéit am Joer verluecht, de Klient soll awer chauffiert run appppes do vun hunn. Et encore, pour fêter les 150 ans, on va introduire le Humpen dans le marché luxembourgeois. Disons, on a déjà le 25 centilitres dans le Horeca, on a le 50 centilitres comme verre dans le Horeca, et maintenant on va également redémarrer avec le 40 centilitres. Et on va aussi offrir aux gens les 10 centilitres gratuitement pour vraiment fêter notre anniversaire 150 ans. Mat enger gros ugeluechter Marketingkampagne, déi schon am Juni starten Dieft, sollen nach Strach ginn, dat en Kleit doch die nächst 150 Joer vëll rundrem de Beier zu Dickrich rassembléieren. Anerwer verlässt es a schwéer Zeit rausbegleden, van Rëmka gefeiert ginn. D'Rezept fir den Dickricher Pilz déi huet mat AB InBev net changeiert, och haut nach ëmmer gëtt zu 100% natierlech gebraut. AB InBev veille à implémenter et à conserver tout l'héritage local. Donc effectivement, depuis qu'AB InBev possède cette brasserie, la recette, le processus de brassage, le processus de fermentation n'ont absolument pas changé. Par contre, AB InBev veille à avoir une standardisation poussée du processus, de manière à toujours fournir une expérience de même qualité aux consommateurs. Pure Malz mat Hab an hier fir d'Fermentatioun, et ass am Fong nach ëmmer dieselwecht Rezept wie schon zu Zeite vun de Patren am Recollet-Kloster. Trotzdem goufen eng 32 Millionen zu Dickrich an eng Neibrauerei investiert, fir kënnen den Impact op dem Welt ze minimiseieren. D'Energie, die Sid produziert gët, soll méiglech op der Platz rekuperéiert ginn, so man wie méiglech Elektrizitéit benutzt, an op Balkeker Medi gemacht ginn. Donieft huet den am Partenariat mat der Gemeng och aner Umweltprojekte geplant. Des projets à plus long terme. Le premier projet à plus long terme, c'est le placement de panneaux photovoltaïques sur notre toiture, afin de produire de l'électricité verte. Le deuxième projet est de récupérer nos eaux de source qui sont actuellement inexploitées et donc le partager avec la ville de Dickirch, c'est en discussion. Et la troisième action, c'est donc aussi limiter nos rejets en eau usée dans les égouts de la ville de Dickirch. Die Dickricher Brauerei huet sech fir dat ganz Brauwiesen allgemeng also stark verändert mat der Zeit. Och hei geht den Trend der Richtung ëmmer méi ëmweltbewusst sinn, an do passt den natierlechen Dickricher perfekt an Bild. Die letzte Woche gouf die nationale Sensibilisierungskampagne lanciert, fir op de Problem vum Littering opmerksam zu machen. Ob schon se eigentlich illegal ass sein Dreck einfach so an die Natur zu geheien, scheinen immer mehr Leute so einen Akt als normal zu empfangen. Auch heute zu Dickirch ist das Problem bekannt.
Dreck an Naturgehein ass net einfach Kavaliersdelikt. Dodurch können Natur an Deieren zu Schuld kommen. Dorop fällt Relance vun der Sensibilisierungskampagne opmerksam machen. Auffall kann deitlich sinn. Geheinecht an Natur. Dënchtech no den Osterfeierdeeg huet doch de Servicetechnik vun Dickrech nees all Hänn voll ze dien, fir net nëmmen Pobelle lcht Sauerreitel ze machen, wie och dat wat iwwer de verlängerte Weekend rondrem Fale gelos ginn ass opzerafen. Am Jo kommen e so an der Gemeng Dickrech eng 400 Tonnen ze summen, den jeef dem 3 Gofallen, den du hemer gesammelt gëtt. Pandemie huet du run net viel geënnert. Letzt Jahr mat der Pandemie hun am vun raus von der just die 2 Main wo die richtige Lockdown war ass ganz liege Rofgang am Tonnage. Lo hëldet awer dëst Jorem extrem zo, well orem Feder gut war mé hunn kamionweis praktisch Sachen ëmmer méindes no eng gute Wiegent mat fortgefauerert. Dat hecht Leiit sinn lo méiderbausen, sie profitéiere vum Schene Weder, wat der leider dann och de ganzen Dreck mat bringt, den se net mat Theemhole mit den Samfung Dolos woen net geheiert. Et scheint de Welt zum guten Ton ze geheere sein Dreck einfach dozelose wo gemerket, an dat op schon sorgten eigentlech illegal sinn. E langen Zigarettestump op de Bodem geheien, kann e well mat 145 € bestroft gin. Wen Dreck an Wassergeheit muss go mat 250 € rechnen. De Problem sinn awer och ëmmer méet Pobelle selver, woviel erstens Rechter ze fanne sinn, déi es onnedig überfüllen und zu weiterer Verknachtung beidrohen. Kurbenhöllen de ganzen Dreckerresten drecken sie mal raus, weil ganz oft zum Takeaway-Sachen dran sind, da sind paar Sachen dabei, die verdeelen das dann rundherum, was natürlich dann, wie gesagt, schon bei den Fischeln, das Problem ist, dass die da überall matt schläfen, matt fressen, nicht gelangt am Sauer, bei einem Naturerlebnispark, das ist überall da, fahren wir regelmäßig Dreckeren. Besonders auf den Plätzen, wo sie dann viel zu Summe kommen, sie bringen hier Sachen mit dem Tute matt, da sollen sie doch immer Tute machen und noch ein Menge matt zurückbringen. Das entlastet ganz schön die Umwelt und auch die ganze Geschichte von den Pobellen, die sind dann noch nicht eitel, und wir brauchen nicht noch mehr als 250 Pobellen abzurichten. Also beim nächsten Treffen an der Natur am besten zweimal überlegen, ob ihr nicht anerkennen, sein Plastiksflasch oder sein Essensreste daheim recyclieren, aus Respekt für die Natur, für denen, die nur auf dieser Platz lernt kommen, und aber auch denen, die dafür sorgen, dass den Unfall fortkommt. Zter dem 7. April gëtt et am Hoffnungsschimmerer Sache Pandemie. Vun do un Dir fir Terrasse vun den Restauranten a Kaffeen nees Leiit empfänken, an dommer kënnt noch méi liewen an den Zentrum vun Dickrech, wat doch Geschäftsleit friet. Natierlech ass nach ëmmer weider Viersicht geburten, dëfir doch den Syndikatinitiativ vun Dickrech. Dëst Jo nachmol Deciioun geholl, den traditionellen Ostermarkt obenheits ausfallen zu losen, ob manste Mol de gewinnten, weil sie hun sech das Jahr bis neizer Falle gelos. 2020 wollte das Syndikatinitiativ von Dickrech eigentlich 20 Jahre Ostermarkt feiern. Daraus gouf bekanntermaßen nicht. Wie dun die Sanitärsituation des nicht besser gouf und die Responsable desideiert, ob manst Ersatz zu schaffen, mit einem Ostermarkt Leits. Ostermarkt Leiit lebt so oft, wir gehen alle unsere Klienten, alle unsere Marktleute, die schon jahrelang kommen, denen wollten wir aber die Gelegenheit bitten, dass sie ihr Produkt können wenigstens ausstellen und dass sie ein Point de Vente haben, wo wir stellen ihnen alles zur Verfügung, erfroren noch gar keine Kommission. Am Syndikatinitiativ du bannen Dir dem um Ostermarkt Leiit vu März schon all Wochen anderen Konstantwirker Singobjekte anstellen. Den Ufang huet Hobbykünstlerin Malou Kun Meier mat ihre flottner praktische Bitsfuhre gemacht. Ma immens flott ist sie froh als Alternativ für dürfen aber weiter auszustellen an ja ich fand ein ganz live Idee. Auch sie selber Dickrischer an das Maschine immer am Leid rumse gesehen an ja das einfach auch die Ambiance und das sind immens gerne zu Dickrich. Ja, fehlt engem einfach.
So konnte Malukun Meier also für einmal hier vor am Syndikat-Initiativ selber ausstellen, was ihr nicht schlecht gefallen hat. An der Vitrinen kommen hier Objekte richtig schön zur Geltung, aber wie weiß, vielleicht ist eine sowieso auf eine neue Piste gestoßen, für in Zukunft auf eine andere Manier zu feiern. Ein Viertel geht es schon auf alle Fall, für das möglichst viele Leute an den Genuss von dem Ostermarkt Leid sollen kommen, dauert es noch bis an den Meer. Zu engem gute Joer kommen heute zu Dickrcht Front von der südamerikanischer Kichen voll op je Kächten. Kurz vor der Pandemie huet nämlich direkt beim Gericht op der Kloster Brasserie La Visla hier Dieren opgemacht, wofür un allem peruanisch Kichen opgedischt gëtt. Eng Platz auch, wo ein bisschen an enger Welt vorwort gëtt. A vun Hai könnt haut als neue Episode von Dickrcht Kart. Bienvenidos a la Brasseria La Isla. Da seid zu Dickrich, 7 Platz Guillaume, ich bin Sequeros Erika. Wir stellen uns vier als peruanische Küchen. Und seit einigen Jahren wir sind wir mit meinem Mann zusammen, wir haben abgemacht. Voilà, wir stellen uns, wir haben die peruanische Spezialität, das ist die Ceviche, das ist die Kalle Plat. Aber wir stellen uns auch den anderen Plat, wo mein Mann selber erst vier stellt, das ist der Lomo Saltado. C'est le ceviche péruvien. Alors je vais mettre la viande, donc je vais essayer une fois. Ail et le gingembre. Voilà. Maintenant, c'est le pisco sour. C'est un alcool péruvien. Voilà, attention. Maintenant, je vais flamber. Je mets tous les légumes. Le poivre, l'oignon. Ok. Voilà. Encore. Flamber. Voilà. Je vais la vinaigrette. Soya. Et le balsamique. Juste pour donner un peu de goût. Et maintenant, les tomates. Donc, oignon chinois pour donner un peu de couleur. Et voilà, c'est bon. Je vais passer l'assiette lomo saltado. Bon, et bon appétit. Am April 1971 huet ein Restaurant jetzt an der Rue Clairefontaine zu Dickrich en zweite Stern am Guide Michelin krot. E großen Event hier in der Stadt. Immerhin wurde den echten 2-Sterne-Restaurant zu Lützeburg. Und für den 50. Anniversaire von diesem memorablen Tag haben wir den früheren Chefkoch Antonio Prati bei sich daheim abgesicht. Den Antonio Prati, der frühere Chefkoch vom jetzt Nöllin, erinnert sich an diesen Tag wie wenn es heute wäre. Wie hier gefühlt auf, dass ihr Restaurant der Rue Clairefontaine den zweiten Stern am Guide Michelin krot. Er war gerade am Gang Kräuter am Garten zu blicken, wie Madame vom Haus ob einmal an der Fensterstung an ihr gerufen hat. Er hat alles fallen gelassen, anders ob sie durchgelaufen. Quand je suis à côté de l'hôtel, presque, je la voyais à la fenêtre, elle pleurait. Et alors moi j'ai dit, mais madame, qu'est-ce qui se passe? Antonio, on a reçu la 2e étoile. Mais c'était un événement que je ne peux pas vous expliquer. Après, on a pleuré tous les deux. Et après, elle a dit, maintenant, on va boire un coup de champagne. Mais pour nous, c'était une surprise. Je vous dis, franchement, ces premiers jours, j'ai dit à madame, mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Elle a dit, on a reçu l'étoile
pour ce qu'on est et on reste comme on est. An der huet de Moment vieles verënnert fir d'Aarbecht vum Antonio Prati an der Kichen ass eng Frau Carmen am Service. Vun dem darun war den Restaurant Hirz gefrode wie kein anderen. De Grand Duc war regelmäßig Gast an noch viel Prominenz aus dem Ausland, déi bei ihre Visiten zu Lützeburg och im Aufstecher zu Dickrich gemacht hun. Allerdings hätten e puer Michelin-Sterren durchaus auch hier Nodeler. Nous étions un peu, je ne veux pas dire des esclaves, mais un peu, on dépendait de l'étoile. Les clients, vous savez, quand on a une étoile, ils venaient, ils posaient les guides Michelin sur la table. Ils voulaient dire, maintenant, vous nous servez bien. Sinon, on écrit. Den Antonio Prati war dem no net onfrau, dat se en net doch nach zu engem dritte Stärk kom war. Do geef de Klion no Perfektion sichen an déi gewet schliesslech net ginn. De freiere Stärkar ass op alle Fall och 50 Joer no der grosser Ehrung am Buch vun de Bischreis der Gastronomie ëmmer en einfache Mann bliwen, de mat der Natur verbonnen ass. Haig Uwen Herrebiersch bei segen Iselen fil sech den Antonio Prati nach em Ramwuelsten, ball fir an dem klengen Dowernden Dolomiten wohin opgewues ass. Un chef dépend de la nature. Vous savez, un chef, il a besoin de la nature. Parce qu'il a besoin des bons produits. Et un bon chef, il doit savoir comment ces produits, il se récolte. Et moi, j'étais toujours attaché à la nature. Et aujourd'hui, je ne peux plus m'en passer de la nature. A well Natur an Iesiose no bei Neeleien produzierten Antonio Herrebiersch sein egenen Hunnech an noch Trëppen op Basis vun Hunnech. An e steet doch nach immer selwer geer han an dem Kartëppen, mat ganz einfache Rezepten. An dann kann de Team 4, dat hier vun engem ganz banale Restaurant ganz ou nie Sterren dreemt. J'ai toujours une idée. Si je devrais recommencer demain, j'apprendrais une ferme dans les alentours, avec un grand parking d'avant, que les gens, aujourd'hui, viennent tous avec la voiture. Les gens peuvent s'arrêter, ils rentrent au restaurant, avec beaucoup d'animaux tout autour. Ça serait mon rêve. Schon lang den Antonio Prati sein zweete Stärkrot hat dem Bottermarkt net wei de Wasch e Geschäftsseng Dieren opgemacht, dat et Pferdespurstuet sech bis haut ze halen. Maison Krämer, een vun de lachten Traditionshäuser am Land, mat enger Atmosphär, wie en soch kaum sosenzwoch fanne kann. Das ist eine Musik. Guck. Jo, wie schön ist das, in die Schule zu gehen. Da lernt man ganz schöne Sachen, die uns froh und glücklich machen. Oh, wie herrlich, oh, wie schön ist das, in die Schule zu gehen. Alles gut? Bonjour, ihr lieben Leute, Klienten und Freunde. Ich bin José Herz Krämer. Ich bin ein dickriger Mädchen an Schule schon. Sind 60 Jahre in Boutique mit Kannerkleidung, Matten und Dickrich. Maison Krämer, die mein Papa kurz nach dem Krieg abgemacht hat, mit der sie mir schon lange Jahre Bottermarkt Platz Josef Pech bei der Alow-Kirche. Und wir hatten hier an Dickrich damals die ersten Ouvertüre. Das war schon ein großes Evenement, weil so etwas es ja noch nie für Druck ging. Wir verkaufen hier Kannerkleider von 0 bis 14 Jahren, von allen bekannten Marken, eine große Auswahl. Wir sind dabei aber auch auf Kommunionskleidung spezialisiert. Tenue sowohl für die Kommunion wie auch für die Tafel. Tu penses que comprends celui-là ou lequel tu aimes le plus? Celui-là. Pass auf. Attention. So. Voilà. Guck. Regarde. Meine Klienten, sie kommen aus dem ganzen Land. Die sind mir immer über die Jahre treu geblieben. Ich habe schon immer eine grosse Stammklientel gehabt, die auch viel gegangen ist. Verschiedene
verschiedene von denen Leuten aus der Zeit kommen heute als Urbomeer kaufen, aber auch Kanner an Denkelkanner. Da das wirklich flott hier am Boutique, du kannst nicht auch bei jedem den hier racken. An der Vakanzensaison, dann haben wir auch immer viele Touristen, die schon x Jahre dann haben auch rumkommen. Also waren sie ganz zufrieden hier. Und ich bin auf alle Fall noch nicht gewillt, sie sehr zu machen, weil diese Boutique, das ist mein Leben. Und ich hoffe noch, dass das noch lang so bleibt. Und wir geben uns freuen auf ihren nächsten Besuch. Der Nadja Schreiner hat Tableau und die Ornamente am Kulturhaushalt zu Dickrich ausgestellt sind, strahlen eng Lebensfriede aus, den einfach matt trappt. An engem Seet, auch von rundherum, alles ein bisschen stehen bleibt, so geht Leben doch aber vier. Der Nadja Schreiner hier Wirker sind Ausdruck von großer Lebensfried. Die Langstrecke Stewardess war schon als Kind fasziniert von Farben, die ihr Mama Maria Schreiner an ihrem Atelier verschafft hat. Aber recht durch ihr Arbeit als Flugbegleiterin hast du noch die typische Nadja-Welt entstanden. Meine Mama ist ja Künstlerin und ich bin immer da groß gehen. Also ich habe sie immer gesehen malen und mit 9 Jahren habe ich schon hier Acrylfarben aus dem Atelier geklaut, was sie gar nicht gern hat. Und ich habe selber immer da Bilder gemacht. Also ich bin wirklich immer da abgewusst. Und ich habe selber immer meine Bilder gemacht. Und ja, wie ich schon angefangen habe zu reisen, Langstrecken zu reisen, habe ich die ganze Kultur gesehen von anderen Ländern, besonders Japan und alles. Und da habe ich meine eigene Welt entwickelt und du hast die Bilder gemalt. Nadja schafft hauptsächlich mit Acryl, wobei sie viel auch die sogenannte Powering-Technik benutzt, wo die Farbe wie das Bild verglost wird und gebrannt wird, sodass kleine Bubbeln entstehen. Echt 24 Karat Blattgold möchte diesen Effekt von Ewigkeit nicht mehr noch verstärkt wird. Der Nadja Schreiner hat Tableauen habe ich schon immer mal an eine Spezialdramenwelt entfeuert. Die aber sollten ihre Bilder auch nach einem witzigen Komponent kreieren. Sie selber ist hinter der Pandemie nicht mehr geflohen und hat durch das Bedürfnis, eine Stück heile Welt zurückzukriegen, was sie den Leuten weitervermitteln will. Das inspiriert auch für gut Laune zu haben und für zu lachen, einfach wenn ich gesagt ja. Voilà. Das ist am Anfang das, was wirklich wichtig ist. Ich freue mich, wenn die Leute rankommen und sie sollen sich halt wohlfühlen, aber wirklich die Pandemie auch ein bisschen vergessen und einfach glücklich sind und lachen. Und ich freue mich für die Freunde, die können, wirklich. Noch einem langen Jahr. Und für das die sich so richtig wohlfühlen, gibt an der Expo am Kulturhaus auch alles Corona-tauglich installiert. Nadja selber ist übrigens alltag sur place. Am Autosmuseum dems do geht so los die große Mercedes-Expo hier im Ende geht. An einem letzten Reportage an dem Zusammenhang wollte mich heute für einmal 2 Piloten vorstellen. Einmal den früheren Lützeburger Rallye-Champion Jean Coutenko und dann DTM-Legend Courtine. De Courtine op Besuch am Conservatoire National de Véhicules Historiques. Zum Aufschluss von der Mercedes-Expo hat das Museum das Modellrennauto verspielt, das zum kurzinger Zeit gefuhr goufen an die Geburt von Mercedes am Rennsport bedeutet haben. De Court ist auf Besuch für zu erschreiben. Und dabei kommen bei ihm die guten Gefehler von früher ab. Das war mit Abstand die beste Zeit. Da habe ich viele kannst du dich vielleicht erinnern, die BMW M3, das war Opel dabei. Da war Audi dabei und da wurde richtig, wie man sagt, Türkling an Türkling gefahren. Das war nicht so irgendwo wie heute mit Spreu, da muss aufpassen. Da wurde richtig drauf gefahren, aber nicht abgeschossen, aber das war richtig Kontakt. Und da hat die Zuschauer voll drauf gestanden. Da war die Zuschauer, die Bühne, die war voll. Wir haben so Rennen gehabt, wo über 100.000 Zuschauer da waren. Die Leute konnten reinkommen. Fahrlage war voll, die wollten das sehen, live. Die wollen die Kraft sehen und die wollen die Technik sehen. Die sehen, wenn die Mechaniker einen Motor wechseln zum Beispiel. Ne? Das ist ja undenkbar heute, da kommst du gar nicht dran. Für den Piloten gehen für den Druck demals enorm gewirrscht. Umso mehr, weil zu der Zeit noch kein Management oder Sponsoring wie heute gouf, da konnte alles nicht mehr realisiert gehen, weil die Freunde mitgeholfen zu finanzieren. Ein Ding, Leute, das sieht schön aus. Aber ich kann euch sagen, das zu fahren und der Druck, das du hast,
Egal ob der Mercedes oder BMW oder Audi ist, der ist enorm. Die wollen alle Leistung haben. So dass es nicht irgendwo abends ein Bier trinken zu gehen, sowas gibt nicht. Das gibt entweder oder. Aber das gilt, glaube ich, für jeden Sportler. Entweder gehst du den ganzen Weg und du versuchst deine Karriere aufzubauen und zu liefern, dass dein Vertrag nächstes Jahr erneuert wird und nächstes Jahr. Das geht im Endeffekt alles um Geld und einfach auch um Überleben. Ne? Von Go-Kart an hat meine Freunde, ich bezahle den Fährer, wenn wir in Kart waren, ich bezahle den Sprit, ich bezahle jetzt und wäre gar nicht hart gefahren. Bis das irgendwann so ging. Und dann auf einmal bist du drin. Aber du musst liefern, du musst immer liefern. Und das wird auch nach einem Haute Fall. Trotz dem Geld. Laufen dem Kurzerbauf Niki-Team gut am Rennen ist, an Engroßkursen oder anderer Wind, gesellte Kurt aber nach einer Problem auf den Rennsport durchkommen, sorgen, wir stimmen für allem den Elektroauto. Wenn wir jetzt denken an die ganze Zukunft, da kann man diskutieren, ich will nicht so viel dazu sagen, aber die ganzen Autos mit Strom und so weiter. Ja, und damit Motorsport zu machen, dann kribbelt es bei mir schon überall. Also das liegt vor beim Motorsport. So war das früh und dann hat die Ohren auch ein bisschen geklingelt, die haben ein bisschen gesungen, 2 Tage später. Das war gut, das war hart, aber das war einfach so spitze. Und das geht langsam ein bisschen verloren. Ja. Für diesen Mann hat den Autosport Langzeit alles bedeutet. Der frühere Rallye-Champion Jean Coutenko hat auch heute noch immer gerne mit seinem Mercedes AMG NRW und erinnert sich nicht mehr allzu gerne an die Flotzeit am Autosport. Ja, das war eine immens schöne und immens intensive Zeit. Ich meine, wir hatten eine gute Equipe rundherum. Leute, die mir geholfen haben, wir sind an Frankreich, Deutschland, Belgien, heute gefahren. Das ist eine intensive Geschichte, so gut emotionell wie zeitlich intensiv. Und das will ich auf jeden Fall nicht müssen. Das war eine ganz schöne Zeit. Neben dem Rallye-Sport hatte Jean Coutenko aber schon immer eine andere große Passion. Von Kant und als der Jean nämlich auch leidenschaftliche Maler. Von allem auch an der Schule. Ich war nicht der fleißigste Schüler. Ich habe meistens gezeichnet. Immer mit dem Bleistift, immer schon allmähliches gezeichnet. Die Locher, den da stehen, in Auto, College, also allmähliches, immer viel gezeichnet. Auf ihrem Jahr 2010 Rallye-Karriere rüber war, hat Jean aus 2 Passionen eng gemacht und hat angefangen, Kursenautos zu malen, für die ich hyperrealistisch und dann immer mehr abstrakt auch. Ich habe noch auf der Ausstellung und ich dann Bilder gewesen. Das war sich mit einem kleinen Pinselchen auf Papier gemalt und dann haben wir Glas. Mit den Leuten man nicht geglaubt, dass es gemalt wird. Die Leute gemeint für ein Foto. Und, ich wollte dann aber etwas nicht machen und dann habe ich auf Toile gemalt, aber doch mehr realistisch am Anfang. Und das ist eine Entwicklung gehen, bis heute, wo dann eben alle einzelnen Pinselstriche gesagt wurden. Im Hintergrund mehr abstrakt als ein Porträt dabei, ist hier immer ein bisschen etwas Neues. An Haiier Doiwer kënnet hien fir komplett abstrakt ze molen. Fi an allem awer Kursenautoen an hier Piloten sind dem Jean seng Lieblingsmotiven. Schon immer ass hier viel op Kurse gefuer, wo hier bekannte Pilote kennengeleiert, an hier Innerschrifte gesammelt huet, die hin nur senge Bilder ersetze konnt. Dovon gëtt de Welt schon eng Sammlung mat 60 bis 70 Tabloen. Das ist eine Menge Innerschrift, die ich geschenkt gekriegt habe vom Henry Toivonen. Das war einer von meinen Lieblingspiloten. Und den aus 86 leider allein blieb. Im Töte Kurs aus den am Auto den Accident, aus dem verbrannt am Beifahrer. Und das war einer von meinen absoluten Lieblingen. Und die konnte ich gleich vor dafür in 2 Wochen geschenkt. Da war ich natürlich immens froh darüber. Wenn ich da so etwas kann, dann muss ich direkt ein Bild abholen. Will dir dem Jean seng Bilderremoler nächt gesinn, so könnt ihr dat noch bis mit mehr Autos Musik zu dickrech machen, wo pur vu senge Wirke rausgestalt sinn. Iwergens ass hin Hecher fir dritte Geier. An huet lo och extra fir des Expo dem Formel 1 Pilot John Surtees Mercedes-Benz 300 SL aus dem Joar 1955 no gemolt, fir hien e vun de schönste Mercedesen iwwerhaupt. Da können wir ja auch Gewinner von den Miniaturautoen bekannt gehen, die vom Courtier erschrieben goufen und vom Autosmusee verspielt goufen. Und zwar sind das den Jacques Hayan, den Manuel Lange und den Daniel Gonsalves. Als besten Glückwunsch.
Und dann ganz am Schluss von unserer Mission, da holen wir euch heute natürlich auch mit an den Beiermusee, ersten Stock vom Autosmusee, wo ihr übrigens einen ganz guten Überblick über die 150-jährige Geschichte von der Brasserie de Luxembourg kriegt. Zuständig für dieses Musee ist der SBL Musée Brassicole de Luxembourg. Am Beiermusee an der Rue Stavelot hunn e Schautrendezvous mam Yves Claude, dem Präsident vun der SBL Musée Brassicole de Luxembourg. Hier kennt sech wie kaum anderen aus mat dem Geflecht vun de Braubetrieberheit zu Lützeburg, an natierlech dem geschichtlichen Hintergrund. Den Hobbyhistoriker ass bekannt du leidenschaftliche Sammler vun allem, wat mat der Braukunst zusammenhängt, e guten Deel davon vun den am Musée d'Histoire de la Brasserie zu Dickrech. Dat hat gefangen mat engem Flaschenöffner, den mein Buch geschenkt hat, den hin am Kellertrollen hat. Und dann war ich zu Dickrech an der Schule. Und dann in den Drink gegangen sind, so ein Glas war dem Trottoir stimmt, oder ein Bierdeckel, also da du gefangen. Und bis lo dat war der gesit, und nach das just spitz zum Eisberg. Dufjawer krit den Hai eng flott chronologisch Iwersicht iwwer d'Entwicklung vun der Publizitéit vun der Dickrecher Brauerei, die interessantesten Iwergens zu Lützeburg, och wann net direkt vun van gone richsche Logo bestanen huet. Dickreche Brauerei hat en spezielle Parcours par rapport zu den anderen Brauereien. Dat war die echte Société Anonym, die am Brauereismilieu Haier Lützeburg gegrünnt gin ass. Der Rest an alles Familienbetrieber, an die war auch direkt op Export ausgelöscht. Aber wann en op en neue Marché kennt, wo en wëll Fausfassen, muss en Opmerksamkeet op sich zeien. Und dat geht hauptsächlich just mat Reklamsmaterial. De Logo allerdings sollt all paar Joer ëmmer em neier Fond gin. Vom Brauereigebei iwwer de Wuppe vun der Stadt, Ritter an alle Varianten, bis hin zum I-Punkt vun Dickrech als Standort vun der Brauerei, huet ei vun allem hei gesinn. An eisem neien Deivelsalter von Rivergens eng komplett Iwersicht iwwer der Entwicklung vum Logo. Wat fir de Publik nach Netze gesinn ass, dat ass dat ganz Material hannerte Musee, dat der verschiedenen Depot runm Dropwerder fir zu kommen. Dorennner Maschinen erwähnen, déi de Verein aus alle Brauereie gerett huet, Errungenschaften, déi zum Deel ganz zofällig zustande kommen sinn. Da haben wir zum Beispiel in Hangar nicht mehr mit Maschinen, wir haben in Hangar nicht mehr mit Reklamsmaterial. In zweiten Hangar haben wir müssen ausschaffen, wo dann auch nach Kutsche stehen, Perzgespann nach zum Beispiel den Eisfon von der Dickrecher Brauerei, den haben wir für eine Verschrottung gerettet, den ist fahrbereit. Wir haben den Fasfon von der Gigi Brauerei antreigesat, dann sind auch noch Kutschen a Gefährer do am Mona e Stock mat der Kehlebunnen do, zum Beispiel d'Original Kehlebun von der Arbeit Rosegätsche gerett. Dat Material soll awer lohnet einfach unterm Laie bleiwen. Membren vun der SBL Musée Brassicole de Luxembourg, déi ausschließlich benevolle sinn dofir an ihrer Freizeit permanent mat beschäftigt, irgendwelche Maschinen aus alle Brauereien nach Stand zu setzen, an aner Material aus dem Brauwesen zu summen zu drohen an auszuwerten. Eng knivelech Detailer besteht dacks Langzeit an Urspruchelt, besonders weil wirklich noch alle Regeln vun der Kunst renoviert gëtt. Alle gëtten Stecker ginn proper geméet, die Sachen, die gebracht sind, die gin renovéiert an dënner gët am alles zusumme gesat. Mei das so, dass Maschinen sollen ausgesinn, wie sie an Sommer geschafft hun. Dat heißt, die sollen nicht neu sinn, aber sie sollen no weisen, dass do Menschen dommer da geschafft hun, dass dommer da produziert hun. Dat ganz natürlich mat bëtt fir das Geschirr auch emol eng Publikum zu weisen, den so auch gesagt wie 400 Industrialisierung geschafft gouf, wo die ganz Arbeitsgänge an der Brauerei nach Omisse komplett von Hand gemacht gin. So bringen sie dann anrichte Schätze auf hier, wie das Kamionett, den echten Zapfon vu Lützeburg. Den ass von 1974 an Nasscenter 1970 geplant gehen, an das Dropzeck zu feiern, wo de Grand Duc enkeier op der Dickreche Brauerei op Besuch war. Und zu dem Zeitpunkt war Dickreche Brauerei Exportbrauerei Nummer 1 für den deutschen Marché. Dickrech war 4 Carlsberg, 4 Heineken, 4 Pilsner Urquell, also weiter. Und
De Grand Duc wollt, dats am Fangwal dickerscher Brauerei Lützeburg deutsche Marché soll repräsentieren. An dun ass dat so opgebaut gin, dats dann méi soll an d'Werbung investiert gin an dun ass den dotte Kamion am Fangal gebaut gin. An Loos du se vill befuene Wohn dank der wertvolle Abecht vun der SBL och om funktionsfäeg. Awert eigentlech schüst nach Tropp, fir emul seg Platz nieft Beierglieser an anderen historischen Zeien an engem fleischvergräserte Beiermüse ze fannen. Filo méi iwwer die 150jährige Geschicht vun der Brasserie de Luxemburg gewur ze ginn, do könnt op der Facebook-Seite vun der SBL gucken, die unnemlech 15 verschieden Posten an dem Kontext geplant, wo alkes EO10 méi am Detail belicht gëtt. Da geltet er auch unbedingt sech Rendevous 4 ze vermerken, den 15. am 16. Mai, do sinnrem die sogenannten Lumodei so gesot, wo d'Museen am ganze Land gratis Entrée bieten. An noch die Dickrecher Museen sind da natürlich fir do am Geschichtsmusee. Do ass sogar eng ganz speziell Visit Guidé geplant. Anzwa eng theatralisch Visit ma Mr. Heck, e Personage, den extra fir de Musee entwurf gin ass. Et ass dem no eng Premier fir een aussergewwennesche Spektakel, den en sech op Käfall soll goerlossen. Rendevous dofir ass samstes de 15. Mai 3:30 Mittags. Mei opgepaustet Museen am Vierfeld ugemeldt sinn, also Mädich unbedingt bei, et sinn nämlichlech Maximum 9 Leiit zougelos. An der Vor dann awer fir als Emissionioun haut aus der Dickrecher Brauerei. Ech wünschen euch noch en ganz schön Zeit a geneesrem Rendevous a 4 Wochen. Adi!